Hoi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Naira, bei mir lernst du Schweizerdeutsch für deinen Alltag. Die heutige Folge heisst «Der erste Tag im Büro», also der erste Tag im Büro. Und wie es sich für Hören, Lesen, Labern gehört, starte ich sofort mit der Geschichte. Ich lese dir die Geschichte auf Schweizerdeutsch vor. Den Text zum Mitlesen sowohl auf Schweizerdeutsch wie auch auf Hochdeutsch findest du auf meiner Website. Ich habe alles unten verlinkt. Der Lars Müllematter steht um 5:08 Uhr vor dem Büro von seiner Vorgesetzten. Heute ist sein erster Tag im neuen Büro. Seine Vorgesetzte, Rita Turner, begrüßt ihn freundlich und führt ihn durch die Räumlichkeiten. Hier ist ihr Schreibtisch, sie können sich selber einrichten, sagt sie in einem charmanten Dialekt. Der Lars bedankt sich und fängt sofort mit dem Auftrag an, den ihm Rita per Mail geschickt hat. Gleich weiss er nicht mehr weiter. Rita, darf ich euch kurz stören? Wo finde ich die Zahlen für die Spalte D? Die können Sie googlen. Der Lars nickt und macht schnell weiter. Als er fertig ist, druckt er das Dokument aus und schaut sich um. Excuse Rita, habt ihr mir echt einen Posttitscher? Nein, aber Sie können das Loch mir so geben. Ich ordne es dann ein. Der Lars gibt der Rita das Dokument. Sie sagt, super, können Sie mir noch einen Gefallen tun und mir einen Kaffee rauslassen? Mit einem Zuckerli und 2 Rahm, bitte. Der Lars fühlt sich in seine Zeit als Praktikant zurückversetzt, sagt aber nichts und nickt nur. Er schlendert davon. Kurz darauf steht er wieder bei Rita, aber ohne Kaffee. Es gibt ein Problem. Die Kaffeemaschine raucht nicht nur und es kommt nichts raus. Rita seufzt und geht schauen. Da kann ich auch nichts machen. Ich rufe am Techniker an, aber der kommt sicher erst morgen. Machen Sie doch für oben für heute. Der Lars schaut auf die Uhr. Es ist erst seit 3 Stunden da. Aber er sagt nichts und geht heim. So viel zur Geschichte. Der erste Tag im Büro, der erste Tag im Büro mit Lars und Rita. Bevor wir uns das alles genauer anschauen, möchte ich wieder ein paar Bemerkungen zur Aussprache im Schweizerdeutschen machen. Gerade wenn du den Text mitliest, ist dir sicher aufgefallen, dass offene E's je nach Dialekt mehr oder weniger als Ä ausgesprochen werden. Trotzdem wird fast immer ein E geschrieben. Ich schreibe also zum Beispiel störe, aber ich spreche störe. Wichtig ist auch, dass doppelte Vokale separat betont werden, zum Beispiel in führt oder rauchnet, führt und rauchnet. Das ist sehr typisch im Schweizerdeutschen und Vokale aus 2 verschiedenen Wörtern können gebunden werden. Wo er, also wo er, kann als woner gesprochen werden. Die beiden Vokale wo und a, also o und a, werden durch ein N verbunden, woner. Genau. Und das Hauptthema dieser Episode und auch dieser Geschichte ist, wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, das Siezen. Das Siezen im Schweizerdeutschen ist ein bisschen speziell. Im Großteil der Schweiz wird mit Sie gesiezt. Es werden also die gleichen Personalpronomen als Höflichkeitsform verwendet wie im Hochdeutschen. Aber die Verben der Höflichkeitsform werden nicht in der 3. Person Plural, sondern in der 2. Person Plural
konjugiert. Also wenn wir auf Hochdeutsch sagen würden, wie heißen Sie, sagen wir auf Schweizerdeutsch, wie heisset Sie. Also das Verb heißen wurde nicht in der dritten Person Plural konjugiert, sondern in der zweiten. Jetzt ist es aber so, dass vor allem im Kanton Bern und der Umgebung davon, vor allem auch in ländlicheren Gegenden, konsequent die zweite Person Plural als Höflichkeitsform verwendet wird. Also sowohl das Personalpronomen als auch die Verbform. Hier würden wir zum Beispiel sagen, wie heisset dir? Schauen wir uns das mal an verschiedenen Personalpronomen an. Das Personalpronomen im Dativ, zum Beispiel im Satz, wie geht es Ihnen? Da sagt man zum Beispiel, grüezi, wie geht's Ihnen? Oder in Bern, grüß euch, wie geht's euch? Das Personalpronomen im Nominativ, da habe ich vorhin schon ein Beispiel gemacht. Wie heisset Sie oder wie heisset dir? Oder wenn wir das Ganze als Possessivpronomen verwenden, wo steht Ihr Auto auf Hochdeutsch? Wo steht Ihres Auto? Oder in Bern, wo steht Eues Auto? Achte dich vielleicht, wenn du diese Folge nochmal hörst oder wenn du den Text durchliest, mal darauf, wie sich Rita und Lars siezen. Sie haben ja eine professionelle Beziehung, eine Arbeitsbeziehung, benutzen also die Höflichkeitsform, aber nicht beide die gleiche. Und das ist auch der Alltag in der Deutschschweiz. Da treffen tagtäglich verschiedene Höflichkeitsformen aufeinander. Das ist auch in den allermeisten Fällen absolut gar kein Problem für niemanden, denn nur weil in Bern und Umgebung eine andere Höflichkeitsform verwendet wird, heißt das nicht, dass das weniger höflich gemeint ist oder so. Aber trotzdem gibt es Leute, die sich daran stören. Eine Freundin von mir hat zum Beispiel mal erlebt, dass sie in Zürich einer älteren Dame den Platz im Zug anbieten wollte und gefragt hat, wollt ihr hocken? Also die Höflichkeitsform von Bern verwendet hat, da sie Bernerin ist. Und sich die alte Dame dann daran sehr gestört hat. Sie habe gesagt, wir sind hier in Zürich, hier wird gesitzt oder so. Aber grundsätzlich ist das wirklich normal, dass da verschiedene Höflichkeitsformen aufeinandertreffen und im Normalfall stört sich auch niemand daran. Genau. Ein weiteres Thema, das ich noch mit dir besprechen möchte, im Zusammenhang mit diesem Text, ist die Uhrzeit im Schweizerdeutschen. Wir hatten den Satz, der Lars Müllematter steht am 5:08 vor dem Büro vor seiner Vorgesetzten. Heute ist der erste Tag im neuen Büro. Die Uhrzeit wird im Schweizerdeutschen so gebildet, dass wir die Zahl haben plus ein i am Schluss. Also zum Beispiel 4 Uhr ist 4i, 12 Uhr ist 12i, 9 Uhr ist 9i und so weiter. Die Ausnahmen hier sind 1, 2 und 3. Die ersten 3 Zahlen. Wichtig zu wissen ist, dass zu am wird, also am 4. Vor bleibt genauso vor,
also am 5 vor 4 zum Beispiel. Aber nach wird zu ab auf Schweizerdeutsch. Also zum Beispiel am 5 ab 4, um 5 nach 4 Uhr. Genau. Also wenn wir Lars nehmen, Lars steht am 5 vor 8 vor dem Büro. Er war um 5 vor 8 Uhr vor dem Büro. Ein weiteres spannendes Thema, das ich gern so kurz anschneiden möchte im Rahmen dieses Podcasts, sind die Endungen der Possessivpronomen. Wir hatten ja da, er steht vor dem Büro von seiner Vorgesetzten. Im Nominativ und im Akkusativ sind die Endungen der Possessivpronomen gleich. Starten wir mit einem maskulinen Verb, zum Beispiel der Hund. Das ist mi Hund. Dann weiblich die Katz, das ist mini Katz. Und noch sachlich das Kind, das ist mein Kind. Im Dativ haben wir dann andere Endungen. Nehmen wir wieder die gleichen Beispiele von mim Hund, also M, von mira Katz, R-E, und von mim Kind im neutralen Fall, also das sachliche. Plural haben wir Nominativ und Akkusativ mini Kind von mine Kind. Wichtig zu wissen ist auch, es gibt keinen Genitiv. Genitiv im Schweizerdeutschen wird immer durch «vo» plus Dativ ersetzt. Also die Mutter des Freundes wird zu die Mutter von meinem Freund oder vom Freund ohne Possessivpronomen. Genau. Und deswegen haben wir hier, steht er vor dem Büro von seiner Vorgesetzten. Von plus Dativ, seine wird zu seiner. Gut, das war jetzt natürlich ein bisschen schnell, aber ich hoffe, du kannst etwas daraus ziehen aus diesen Informationen und konntest ein paar neue Wörter lernen. Alles nachlesen kannst du, wie schon erwähnt, auf meiner Website. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Merci vielmals fürs Zuhören und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Hören, Lesen, Laffern begrüßen zu dürfen. Bis ganz bald.